Der Wettkampf geht weiter, Leute. Duellant gegen Duellant. Oder anders ausgedrückt, Michael gegen Yusei Fudo. Willkommen zurück hier bei Yu-Gi-Oh! 5D's Master of the Cards. Das Duell scheint sehr viel zu versprechen und Yusei scheint auch schon irgendwie meine Strategie zu kennen, was ich irgendwie noch ein bisschen bezweifle. So, erstmal ein Synchromonster zu rufen. Und zwar, nee, nicht du. Ich rufe erstmal Gaia. Gaia, Ritter, die Kraft der Erde. Und zwar im Angriffsmodus. So. Und nun beende ich bereits meinen Zug. Okay, Yusei ist jetzt eine Karte verdeckt. Von mir aus. Spielerwechsel. Ich ziehe. Und bekomme eine kleine, aber feine Zauberkarte auf meine Hand. Desynchro. Servus, Kumpel. Na dann. Setze ich mal 3 Karten verdeckt. Und rufe Gaia, Ritter des dunklen Windes. Tja, Freunde, Premiere. Ich habe zum ersten Mal beide Gaia-Ritter auf dem Feld. Naja, die sind unterschiedlich stark, trotz irgendwie. Ich meine, der ist schwächer, obwohl er das höhere Level hat und so, aber ist egal. Was sind jetzt bei den Angriffspunkten? Nur dann, würde ich mal sagen, genau. Gaia, Ritter des dunklen Windes, Angriff. Festungskrieger, nicht schlecht. Gaia, Ritter, los, vernichte Festungskrieger. Gut gespielt, Yusei. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann aktiviere ich jetzt mal meine Zauberkarte Freundliche Wohltat. Wenn ich mal 3 kann, werfe da 2 ab. Und beende meinen Zug fürs Erste. Na, Freunde, habt ihr meine Strategie durchschaut? Hm? Habt ihr es? Habt ihr es? Ich glaube es nämlich eher weniger. So, komm schon, Yusei, du, ruf doch deinen, was denn jetzt? Was? Das geht aber mit einem verdeckten Monster? Muss ich gar nicht. Das geht ja mit einem verdeckten Monster, ist es geil. Die Leute, aber wir müssen heute irgendwie auf den Sternstabdrachen verzichten von Yusei. Ist natürlich sehr schade. Naja, kann's nichts machen. Wir sind einfach zu stark für ihn. Tja, dann ziehe ich mal wieder. Und guck uns unser Deck so für uns bereithält. Ich aktiviere die Zauberkarte Verstärkung für die Armee. Und ziehe dann einen nettes kleines Kriegerlein namens Plünder-Captain. Sehr schön. Nun rufe natürlich gleich mal meinen Captain im Angriffsmodus. Und kann damit auch ganz genau ein das Monster auf meiner Hand beschwören, dank dessen besonderer Fähigkeit. Ja, muss mal sagen, das war's, Yusei. Tschüss, hasta la vista, bye bye. Und er hat es echt nicht geschafft, Freunde, meine Strategie zu durchschauen. Tja, was war die Strategie? Ganz einfach, ich wollte das mal ganz kurz erzählen. Ihr dachtet sicher, oder viele von euch dachten sicherlich, ich würde da Desynchro deswegen da aus dem Spiel nehmen, um danach irgendwie da meinen Gaia-Ritter wieder aufzuteilen und dann ein stärkeres Monster zu rufen. Aber nee, das hatte ich gar nicht vor. Ich wollte eigentlich immer nur, dass Yusei als Sternstabdrache zieht, oder beziehungsweise er ruft. Ich an diesem versuche da mit dem Macht des Spiegels zu zerstören. Er wird dann natürlich den Effekt negieren, zurück aufs Feld holen, dann könnt ihr da mit Desynchro seinen Drachen wieder aufteilen. So ähnlich wie ich es bereits einmal vor einigen Zügen gemacht habe. Also vor einigen Parts natürlich. Verzeiht mir, ich war zu schwach. Tja, also irgendwie war es das Duell war alles andere als episch. Sorry dafür, Yusei, war meine Starthand zu gut. Meine Strategie nicht zu durchschauen. Naja. Ich habe gesagt, meine Strategie ist schon nicht so leicht zu durchschauen, obwohl ich eigentlich eine ziemlich offensichtliche, naja, Karten gespielt habe. Du hast mich geschlagen.
Michael, ich weiß, dass du Sword besiegen kannst. Hier, nimm die Karte. Und vergiss mich nicht! Jose! Nein! Er ist tot! Fort! Er fährt jetzt nur noch Subaru! Was? Keine Ahnung, was er sollte. Keine Ahnung, Leute. Legen wir los. Im Kampf gegen Sword. Obwohl ich eben noch ein Problem habe. Ja, du hast gerade den King geschlagen, Mike. Entschuldigung. Ich kann dir jedoch nicht erlauben, mich herauszufordern. Noch nicht. Was meinst du damit? Ja, es gibt noch eine Prüfung zu bestehen, bevor ich ganz sicher bin, dass du würdig bist, gegen mich anzutreten. Frankie, Gary, kommt raus. Hä? Das sind meine Besten. Unterschätze sie nicht, dass sie anders sind als die anderen. Wenn du es tust, wirst du es leiden. Odin, der König der nordischen Gottheiten, wurde immer von seinen Wölfen Frankie und Gary begleitet. Interessant. Okay. Michael. Er sagt vielleicht die Wahrheit. Es könnte gefährlich sein, wenn du nicht aufpasst. Sei vorsichtig. Wird schon. Du konntest mich schlagen, also werde ich dir nicht verzeihen, wenn du das hier vermasselst. Alles klar, Mann? Viel Glück, Michael. Oh, danke, Leute. Wow, und da sind sie auch schon. Ja, hasta la vista, Baby. Vor allem ganz fiese. Ich hatte 2 Level 3 Karten. Ach nee, stimmt gar nicht, war nur 1. Sorry, dass irgendwie Jack mir auch angegeben hat, aber nee, das war ja eine andere. So, jetzt habe ich hier Frankie, Clown der Stase und ich habe hier Gary, Fangzahn des Muts. Okay, welchen nehmen wir? Enemy Mu, raus bist du. Frankie, Gary. Tja, ich bin ja eher ein logischer Typ, Freunde, deswegen erstmal mein Deck bearbeiten. Ist ja sehr logisch, wa? Nee, ich werde halt dem Alphabet nachgehen. Sprich erstmal Frankie wegen F und danach gegen Gary wegen G. Also dann, eine Zauberkarte muss hier raus. Aus diesem Haus, die Frage ist bloß welche. Man sagen die hier, weil Schildstoß ist zwar eigentlich noch eine coole Karte, bringt einen, ja, Schildstoß drin und dafür Kanone raus. Schwierig, nehmen wir erstmal die raus. So, und dann kann ich eigentlich oftmals, ja, kann ich öfter spielen, wa? Auch nicht schlecht. Das ist ein bisschen Fehler, Entschuldigung, kann er natürlich. Aber bereits 3 Exoder-Teile, geil. Tja, halt so, wie die Karte schon da hieß. Im deutschen Anime war es ja Asyl des Feindes, aber hier ist was mit Metall drin. Karte, wo bist du? Da links ist sie auch nicht. Nope, die ist es auch nicht. Komm, schon muss irgendwo mal sein, oder? Hier ist sie ja! Zuflucht der Unterweltler. So, versuchen wir es mal. Hoffe, das ist eine gute Idee, Freunde. Moment mal. Mann, ich Trottel! Wenn ich schon den spiele, kann ich gleich mal meinen Drachen nehmen. Meine Fresse, ey. Ja, also manchmal. Klatsch, voll ins Face. So, die Frage, welches Monster nehme ich jetzt hier raus? Schwierige Frage, nächste Frage. Ein Quaschenkriegerle der Einöde war. Das ist mein einziges Speed-Monster, wenn man das so bezeichnen möchte, aber trotzdem. Ist eigentlich schon idiotisch. Oder vielleicht gebietischer Ritter. Ein bisschen Speed kann ja nie schaden. Ja, nehmen den mal raus. Und pack dafür mal den majestätischen Drachen mal ein bisschen zu testen, ob der wirklich so gut ist und wie ich den halt so spiele. So, M ist natürlich eher weiter unten von unserer Liste. Ja, wird wärmer. War ein bisschen zu warm. Da ist auch schon ein majestätischer Drache. Sehr schön. Tja, haben wir soweit eigentlich alles für unseren majestätischen Sterndrachen. Die Frage ist bloß, können wir ihn auch rufen? Das ist eine ganz andere Frage. Freunde, ich bin bereit. Legen wir los. Frankie, du bist dran.
Ja, natürlich auch sehr Gespräche. Ich meine, das ist ein bisschen dunkelrot und so. Sieht fast ein bisschen besoffen aus. Hat doch fast schon so eine Weinfarbe. Gegen Fwacky Clown der Stase. Wow, das sind rote. Alles klar, momentan geht die Strategie noch auf. Rose kriegen in der Rache, alles klar, alles klar. Jetzt war der Stufe 7, das ist ein bisschen doof. Ich brauche ein Stufe 4 Monster. Ich aktiviere freundliche Wohltat. Dann ziehe ich mal ein bisschen. Bereit, sehr, sehr gut, Freunde. Sogar sehr gut. Ich habe den bereits. Gut, machen wir meine Zauberkarten nachher noch. Majestätisch Monsters. Ja, das haben wir natürlich auch vor. Gut, erstmal den hier abwerfen. Genauso wie auch. Jetzt wird die große Frage. Weil eigentlich brauche ich alle Monster. Rede mit dem und raus bist. Irgendwann so mit dem und den eigentlich behalten. Deswegen erst einmal Spalt weg. So. Jetzt noch ein Monster im Verteidigungsmodus und eine Karte verdeckt. Na dann, dein Zug, Fwacky. Fwacky. Was für ein crazy Typ. Landformen aktiviert. Ein legendärer Ozean gezogen. Du bist Meister Sword, niemals herausfordern, Kleiner. Wieso nicht? Deswegen legendärer Ozean aktiviert. Ja, ist ja natürlich eine super Karte. Nur wenn man weiß, wie man sie ausspielt. Setze ein Monster in den Verteidigungsmodus und eine Karte. Sogar einen zweiten noch. Du bist dran. Das bin ich, wenn der auf Verteidigung spielt, Mann. Dann ist doch alles für die Katz. Nun gut. Dann einfach mal meine Kriegerlady der Einöde und rufe meinen Geschützturmkrieger. Im Angriffsmodus. Bulldoze Fallengrube aktiviert. Ach du Scheibenkleister. Das ging jetzt ein bisschen sehr schnell. Scheiße. Ja, Zug beendet. Okay, doch stärker Karte, als er gedacht hätte. Muss halt definitiv vorsichtiger spielen. Bitte was? Pinguin? Naja, ist ein bisschen stärker, aber trotzdem. Albtraum-Pinguin, direkter Angriff, vernichtet einen Gegner. Aua, wir sollen auf die Kronjuwelen. Oh, natürlich die richtige Größe dafür. Oh, dieser dämliche Spatze. Dämliche Vogelhirn. Krieber, da immer noch ein Stufe 8 Monster. Verdammt, ich muss ein bisschen auf Zeit spielen. Oder ich rufe ein Stufe 6 Monster, sprich natürlich Goyo-Wächter, um das Material dafür zu organisieren, aber ich hab's nicht! Ich aktiviere Verstärkung für die Armee. Ja, was ziehe ich dann? Das ist die nächste gute Frage. Ich habe Krieber noch nicht auf dem Friedhof. Alles okay, dann will ich mal sagen. Ich habe kein Monster auf dem Feld. Der käme also als Stufe 4 und zwar als Spezialbeschwörung. Jackpot Baby. Sehr schön. Und dann rufe ich natürlich gleich mal Stufenkrieger als Spezialbeschwörung aufs Feld. Und dazu kommt auch mein kleiner, aber netter Krebons. Und nun wird fleißig synchronisiert, Freunde. Ich stimme Krebons auf Stufenkrieger ein und rufe als Synchrobeschwörung den allmächtigen Goyo-Wächter. Eines meiner mächtigsten Monster. Juhu.
Und jeder Typ hat noch so eine dämliche bodenlose Fallengrube. Oder nicht? Sehr schön. Gojo-Wächter! Verliert ein Albtraum-Pinguin. Attacke! Tja, Kumpel, das war erst der Anfang. Sehr schön. Und natürlich dank dem Effekt des Gojo-Wächters kommt der Monster direkt auf unsere Seite des Felds. Bis jetzt also alles wie es soll. Sehr schön. So, und jetzt noch mal 2 Karten verdeckt. Und beende meinen Zug. Mir fehlt nur noch die eine Zauberkarte, Freunde. Nur noch Asyl des Feindes, oder wie es hier heißt, Zuflucht. Dingsbums ja auch immer. Und dann kann ich bereits den majestätischen Sterndrachen rufen. Oder auch nicht. Oh. Das ist natürlich eine schöne Scheiße. Da bringt noch die beste Karten, kommen nix. Mann, ey. Wobei das eigentlich klappen könnte. Position versetzt, okay. Bringt nichts, wa? Buh. Du. Ja, er spielt nicht schlecht, dieser alte Freaky. Er spielt nicht schlecht. Macht das jetzt am besten. Stufe 4 wieder. Stufe 2 holen. Das bringt alles, solange diese Karte auf dem Feld ist. Und dank der Riesentunde kann ich seine Karte nicht zerstören, sondern nur zurückschicken. Sprich, für einen Final-Zug ist das eine Karte eine gute Kombi. Aber so, nee, sowas bringt doch gar nichts. Ich muss noch ein bisschen abwarten. Abwarten, Geduld haben und Tee trinken. Tee. Also ich habe nichts gegen Tee, bin einfach kein großer Teetrinker, außer natürlich, wenn ich krank bin. Dann schon. Das kann es nicht sein, Leute. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir will nur Stufe 1 Monster. Come on. Ich weiß, du bist irgendwo. Ich weiß es, aber Karte ist irgendwo. Tja, währenddessen kann natürlich Freaky die ganze Zeit seine Strategie aufbauen. Was für eine Kacke, Mensch. Was für eine Riesenkacke. Ich meine, klar können die ganze Zeit angreifen und so, aber das will ich eigentlich noch vermeiden. Ach komm, scheiß drauf, jetzt muss langsam mal was gehen hier. Und dann bin ich noch Captain. Aktiviert eine besondere Fähigkeit und ruft mir auch majestätischer Sterndrache aufs Feld. Nun jetzt Zeit für einen direkten Angriff auf seine Lebenspunkte. Los geht's, Captain. Schlag des Kriegers. Du wirst trotzdem nicht gewinnen, Alter. Kannst du knicken. Nee. Ich werde schon siegen. Was bedeutet noch rausfinden, wie? Ich rufe Wunderflipper im Angriffsmodus. Wow, das ist eine sehr starke Karte. Nein. Da spielt uns sowieso keine Rolle. Los, Wunderflipper, zerstöre seinen majestätischen Drachen. Mit Flipper-Effekt. Wow, ist eine ganz tolle Karte. Los geht's, Aqua zur Rüstung. Und Tschüssikowski. Nein, mein Flipper, mein Krieger. So, komm schon, wo zum Henker bist du denn? Ich brauche dich schon langsam mal.
kannst du echt machen, was du willst. Der kommt und kommt einfach nicht. Hey, was für Mist. Manu, Kanzerstürmer also etwas. Kartenzerstörung, die bringt natürlich auch nichts. Und der goldene Sarkophag, das wäre jetzt die Rettung in letzter Sekunde. Naja, war's schon. Diesmal verdeckt im Verteidigungsmodus, dein Zug. Oh je, es wird nicht einfacher. Nö, definitiv nicht. So, aber immerhin haben wir ein bisschen Futter für die Kartenzerstörung, falls mal kommen mag. Meine Leute, wir haben 3 Karten, die wir jetzt irgendwie gut gebrauchen können, mit denen wir etwas anfangen könnten. Die Chance besteht doch bloß irgendwie 1 zu 7? Ne, 1 zu 8 sogar. 1 zu 7,8 oder so, keine Ahnung. Komm schon, jetzt der Karten, komm schon, zeig's mir! Ja. Ja. So viel dazu, wa? Zug beendet. Dankeschön, Herz der Karten, wie immer. Was denn nicht mit dir? Okay. Was? Ich bin genervt? Klingt genervt? Nee, überhaupt nicht. Wird alles supi. Genau wie ich es natürlich möchte. Toll. 1A. Menno. Tja, jetzt haben wir mein Problem gelöst hinsichtlich dem Aufruf hier, wobei wir können natürlich auch mit Schrei der Untoten machen, aber es geht halt trotzdem nicht. Komm schon, Leute, ist doch nicht so schwierig. Ich brauche meine Karte, die Zauberkarte, die ist doch irgendwo. Komm schon, es sind 3, kann ich jetzt gebrauchen, mit denen ich was anfangen könnte. Kommt doch endlich mal! Endlich, das schon, ich kann gar nicht mehr. So, dann aktiviere ich endlich mal goldener Sarkophag. Ich kann noch ein bisschen das Feld vorbereiten. Zuflucht der Unterwelt. Der Unterweltler, Entschuldigung natürlich. Und nun rufe ich Breaker, den magischen Krieger im Angriffsmodus. Verteidigungsmodus, zuck. Und natürlich auch mein kleiner, aber feiner Effekt. Sehr schön, sehr schön. Ja, nur so sicherheitshalber. Man weiß ja nie, was hier noch so alles passiert, wa? Ja, natürlich abgesehen von dem ist doch Menno. Durch einen Freund durchhalten, noch einen Zug, dann haben wir es geschafft. Tschick. Eine Karte mehr, sehr schön. Und wieder mal der Zug beendet. Also ganz ehrlich, ey, was ist eigentlich die Strategie von Freaky? Meinst du, er kann doch niemals gewinnen? Was wartet der? Auf die Exodia? Oh Gott sei Dank, ich dachte gerade, wir würden auf die Exodia warten. Alter Schwede. Man klar, so Strategie und so, ist schon ein bisschen warten und so, kann man schon darauf denken, dass das Exodia sein könnte. Vom Deckstil her, nee, ich komme doch nie auf Exodia. Nee, Kumpel. Kein Bock drauf. Ich muss zugeben, dein Monster gefällt mir schon sehr gut da. Na dann, Leute, legen wir los. Es ist Zeit für den Sterndrachen. Sehr schön, sehr gut, sehr gut. Komm herbei. Dann wollen wir mal. Ich rufe meinen Zombie im Angriffsmodus. Sehr schön. Dann aktiviere ich die nette kleine Zauberkarte Riesentronade. Supi. Na denn, jetzt haben wir natürlich noch vom Effekt her. Das klappt soweit. Ich stehe meinen Zombie auf meinen Goyo-Wächter ein und rufe als Synchro-Beschwörung. Ladies and Gentlemen, begrüßen wir den Sternstaubdrachen. Yeah! Ganz geil.
Da ist doch schon. Und nun kommt noch Zuflucht der Unterweltler. Stufe 1 Monster. Die Nessunker-Beschwörung wird doch aus den Socken hauen. Und hier kommt er auch schon. Der allmächtige, majestätische Sterndrache. Alter, wenn das gerade war. Oh, mein Arm Lohn. So. Darauf haben wir, was ist das für ein Effekt genau? Zusammenbinden, aktivieren einen Zauber, fallen Karten, dann geht es annullieren, dann können sie zerstören, dann Gegner kontrolliert. Und dann den Gegner bis dahin fast annullieren. Falls der annullierte Effekt aktiviert werden kann, kannst du dann noch einmal als Effekt dieser Karte aktivieren. Genau, was war das schon wieder? Beschwören Sie am Ende der Battlephase als Spezialbeschwörung auf die. Was? Falls diese Karte durch Kampf zerstört wird, beschwören Sie am Ende der Battlephase. Ah, so. Nö, da bitte nicht. Nö, schon gut. Schon gut soweit. Majestätischer Sterndrache. Zeige uns, wie mächtig du bist. Alter Schwede. Na, das war ja mal ganz schnell. Gut. Tja. Wieso nicht, wa? Okay, sowieso nur eins, außer Nummer 1. Und alle Kanes-Gegner sind Fuji Kato. Sehr schön. Ganz kurz gucken, das ist eigentlich der andere, war der andere Effekt? Oder da ist sogar der Sterndrache. Muss ganz ehrlich zugeben, Leute, ich habe den Sterndrache noch nie rufen können. Das ist das erste Mal, ey. Das ist so eine geile Karte. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen zu denen gespielt und so, ganz klar. Aber trotzdem ist einfach nur eine krasse. Ja, scheiße. Na dann, 3 Karten verdeckt wieder mal und mein Zug ist beendet, du oller Schrotthaufen. Was ich schade finde, dass der nicht zurückkommt, aber genau, Moment mal. In der Endphase lege diese Karten im Spiel entdeckt zurück und beschwöre einen Sterndrache. Ah. Nicht schlecht. Ja. Von mir aus? Da denkt er sich bestimmt, wieso macht denn das? Ich bin nur so ein mächtiges Monster. Gut, dass du jetzt Effekt aktivieren kannst, natürlich ein bisschen doof. Das Monster doch gerne. Brauche eigentlich nicht mehr. Ich hoffe nur, aktiviert nicht den Effekt hier. Weil das wäre schon sehr doof. Ne, komm, ich mach das. In der Hoffnung, dass er nachher diese Karte zerstören wird. Komm schon, schluck den Köder, zerstör diese Karte, mach schon! Mach gar nichts. Scheißegal. Hier, Moment, das wäre ein bisschen zu früh. So, und jetzt gleich noch einmal. Ich aktiviere die Fallenkarte, Schrei der Untoten. Und rufe, es klappt sogar! Ich rufe den majestätischen Sterndrachen im Angriffsmodus. So, vielleicht noch ganz kurz, nur so, was passieren könnte. Leg mal meinen Elfenschwertkämpfer ab und vernichte seine verdeckte Karte. Sicher ist sicher.
Lichtschwerter? Boah, ihr könnt den vollen Effekt klauen. Könnt ihr das echt? Vereitle ein Monster. Okay, gleich mal testen. Zack. Und Angriff auf Breaker. Majestätische Sternexplosion. Und das war's. Das gibt's nicht, Mann. Wir haben mich besiegt. Alter, ist das Monster heftig. Da kannst du so viele geile Kombinationen noch alles mitmachen. Ganz krass. Nochmal eine Überlänge, Freunde. Oh, eine grandiose Überlänge. Scheiße, 30 Minuten, ey. Tut mir leid. Er will 3 erhalten. Tja, fehlt bloß noch einer vorne. Fehlt bloß noch Gary, wa? Wie hieß der? Genki? Genki. Aperolette und... Tja. Wird, glaube ich, reichen. Genau, Gary ist noch mit Fang seines Muts. Doch das werden wir uns wieder mal erst im nächsten Part ansehen. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Master of the Cards. Tja, wir brauchen nur einen Obelisk und einen Rotdrachen Erzunterwelt. Wir werden jetzt unseren majestätischen Sterndrachen. Das Vieh ist so krass und hält sich noch einige Überraschungen für uns bereit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.